heute Abend gehen wir in die Diskothek und haben sie Birnen voll. Servus, hallo und habe dir meine sehr verehrten Damen und Herren zu einer neuen knackfrischen Ausgabe Bayerisch für Anfänger. Heutiges Thema, ihr habt es im Titel schon gelesen, sind Zeitangaben auf Bayerisch. Das ist jetzt nicht speziell bayerisch, es gibt auch andere Bundesländer, wo das so gesagt wird. Ich habe halt bloß gemerkt, dass es halt mehrmals schon Probleme gegeben hat, wenn man in Bereiche kommt, wo nicht so viel bayerisch geredet wird, dass mit unseren Zeitangaben umgegangen werden kann. Ist jetzt eine ganz einfache Sache. Von der Uhr her, jetzt, wenn ich jetzt sage, was weiß ich, jetzt ist 12 Uhr, Viertelstunde danach, ist nicht Viertel nach 12, sondern bei uns sagt man, es ist Viertel 1. Das heißt, es ist eigentlich noch eine Dreiviertelstunde bis 1. Es ist wird aber bei uns als Viertel 1 bezeichnet. Halb, das ist dann wieder gleich, sprich halb 1, halber 1, haben wir wieder eine Viertelstunde weiter, Dreiviertel 1. Das heißt, eine Viertelstunde vor 1 ist Dreiviertel 1, Dreiviertel 1. Und dann ist quasi wieder 1. Und dann gehen wir jetzt noch, sagen wir jetzt 5 vor 1, 5 Minuten vor 1 oder 10 nach 1, 10 Minuten nach 1. Das ist dann wieder alles ziemlich gleich mit dem Hochdeutschen. Was jetzt bei Sachen mit der Zeit nur zu beachten gibt, sind Glockenschläge. Es ist jetzt in größeren Städten nicht mehr so oft der Fall. Bei uns, gerade am Land, ist eigentlich nur überall so, du hast deine Kirche und der schlagt alle Viertelstunde. Über Abo oder warum nicht? Ach, die Kirchenglocken, der kannte mich. Dazu gibt es dann noch verschiedene Accessoires, weil scheiß Drecks verschissene Kirchenglocken. Da kennen sie auch viel nicht aus, wie viel Uhr die dann schlagt. Eine Kirchturmuhr, wenn man sagen, schlagt im 12-Stunden-System, sage ich mal. Das heißt, 13 Uhr ist auch wieder 1 Uhr, 2 Uhr und so weiter. Kirchturmuhr schlagt folgendermaßen. Die volle Stunde wird immer mit 4 Schlägen in einem Ton angegeben und dann kommen, je nachdem wie viel Uhr das ist, so und so viele Schläge. Das heißt, angenommen es ist 3 Uhr, dann kommen 4 Schläge in der Tonart und 3 Schläge für die 3 Stunden in einer anderen Tonart. Wenn es jetzt 2 ist, kommen halt 4 Schläge in der einen Tonart und 2 in der anderen. Volle Stunde. Viertelstunde ist dann quasi immer so, Viertel nach, 2, 3, was weiß ich, ein Schlag. Halb, 2 Schläge, Dreiviertel, 3 Schläge und die 4 Schläge ist dann wieder die volle Stunde. So kann man an der Kirchturmuhr gehen. Dann gibt es nur eine Besonderheit bei Kirchturmuhren, und zwar am Montag bis Donnerstag leiten Kirchturmuhren um 6 Uhr, das ist das Feierabendläuten, das Feierabendläuten. Am Freitag leiten sie um 3 Uhr, weil das quasi die Sterbestunde von Jesus war. Am Samstag ist Feierabendläuten um 2 Uhr. Ja, das sind die Kirchturmuhren. Dann gibt es noch die Zeitbezeichnungen. Das heißt, wenn man auf Hochdeutsch darf man sagen, morgens sagt man bei uns in der Früh, also in der Früh, mittags, Mittag oder im Mittongen, sagt man auch manchmal im Mittongen, Nachmittag, Nachmittag oder Nachmittag und abends, abends. Mal angenommen, ihr macht es mit einem Freund aus, es ist Freitag Nachmittag und ihr sagt, heute Abend gehen wir in die Diskothek und haben sie Birnen voll, dann sagen wir auf Bayerisch, heute auf die Nacht gehen wir in den Stadel und haben sie Birnen voll. Das wurscht jetzt, quasi abends kann dann auf die Nacht heißen. Nacht ist eigentlich die Nacht, wird aber halt oftmals auch verwendet für Sachen wie auf die Nacht, das heißt später am Abend oder abends oder heute abends gehen wir fort, heute auf die Nacht,
gehen wir da und dorthin. Jo, das war es auch schon wieder für diese Folge Bayerisch für Anfänger. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bayerisch für Anfänger oder irgendein anderer Schmarrn auf dem Kanal. Servus, bis zum nächsten Mal. Seid freundlich. Habe die Ehre.